Part 61 vom Let's Play zu Dragon Ball Z Kakarot. Wir sind auf der Suche nach C20, der sich verkrümelt hat, nachdem Vegeta einen kurzen Prozess mit C19 gemacht hat, obwohl es ihn, gemäß seinen eigenen Aussagen, noch ziemlich viel Kraft gekostet hat. Jetzt können wir natürlich nur gespannt sein. Wo zum Henker ist C20 abgeblieben? So ist es. Gohan? Gohan, 奴はいたか? ごめんなさい。この辺りでは見てません。そうか。 Gut, die Energie da vorne müsste ja dann dementsprechend... Ah, durchbrechen konnte ich ihn nicht, wahr? Offenbar ja nicht. So, wo ist er jetzt eigentlich hin? Ah, da runter. Jetzt auch noch Stufe 31. Die könnte man sich theoretisch... Nee, komm. Aber das Piccolo Level Up hat, dauert es noch ein bisschen. Vegeta, 奴はどうした? あの野郎、思ったより素早い。 くそ、もう逃げてしまったかもしれんな。これでは仲間を呼べまい。ではエネルギーをいただくぞ。 ご飯来てくれ、人造人間が。ピッコロさん、あっちだ。このまま死んでしまえ。なぜだ、あいつに見つかるわけは。く助かったぞ、ご飯。クリリンさん、ピッコロさんに先祖。俺にやらせろ。 Oh ja, endlich mal ein bisschen Piccolo-Time. Nun denn, C20. Mal gucken, was du gegen Piccolo machen willst. Als Optionsmodus aktiviert, okay, dann geht das so. Natürlich auch eine Option. Das hat er seinen Modus deaktiviert, also könnte ich noch theoretisch... Ja, so klappt's dann, okay. Alles, ja, warum eigentlich nicht, wa? Aber mich anfangs beim Kampf gegen C19 noch beschwert, dass nicht irgendwie die einen passiven Modus eingebaut haben, oder dass, ja, dass sie immer die Attacken absorbieren können. Das macht irgendwie Sinn, weil wenn sie die Hände nicht heben können zum Absorbieren, warum sollen sie die Angriffe absorbieren können?
Was kann er jetzt machen? やはり計算の通りのようだな。 Ja gut, viel hat er mir jetzt nicht abgezogen. Und trotzdem mal wieder Drink, aber eben viel war es jetzt nicht. Ja, und so macht es natürlich mehr Sinn. Sie können eben den Modus aktivieren, damit sie halt immer quasi Hände, ja, dann eben als Passivmodus, ich sag's mal so. Weil eben die Hände vorne haben, ist irgendwie auch doof. Und dass man die Energie immer absorbiert, das gab es ja eigentlich nur bei Dragon Ball GT mit Super 17. 一人で私と戦おうとしたことを後悔するがいい。でも Das ist ein richtiger Bossfight hier. Nein! Er will einen Bossfight, er kriegt einen Bossfight, so. Okay, das klappt nicht mit ihm davon wirbeln lassen. Ich glaube, der letzte, der Piccolo als Schwächling bezeichnet hat, hat es nicht unbedingt überlebt, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist sowieso eine bodenlose Frechheit, Piccolo als Schwächling bezeichnen. Sind wir überhaupt noch... Ne, wir sind nicht mehr! Ja, ja. Komm, beruhig dich wieder. Ich will den richtigen Kampf hier, nicht so Pillepalle. Ich will dich vernichten, C20. Ja, ja. Vielleicht ein anderes Mal. Ja, den Offline-Modus und den Passivmodus nicht an. Den Quatsch wieder. Bringt doch nichts. Was soll das bringen? Also ernsthaft. Ja, komm. Ich liebe Piccolos Movesets, die sind so geil. Ja, ist gleich nah genug dran. Oh, das war ein Fehler. Scheiße, das war der falsche Move. Ich hatte gerade wegen dem Passivmodus, aber geht auch so. Ich will auch ein paar Level-Ups sehen, Piccolo. Danke. 俺の知ってる人造人間とは違う。どういうことだ。みんな一体何と戦ってるんだ。おのれ、ピッコロまでもがここまで力を上げていたとは。とんでもない誤算だ。帰るしかない。研究所に。本来の歴史では俺たちは全滅させられるはずだったが、未来は変わってしまうようだな。今だ。貴様らには絶対に勝ち目はない。17号と18号が今に貴様らを殺しに来るぞ。何？母さん。ありがとう、君。トランクス？トランクス？トランクスだと俺のガキと同じ名前だ。未来から来た。そうか。大
大丈夫でしたか？お前あの時のわざわざ来てくれたのか？はい、あなたたちの応援をしようと思って。しかし奴は一体。あの人形野郎、煙に紛れて逃げやがったか。くそ。なぜ奥さんや子供を助けようとしなかったんですか？くだらん。俺はそんなことに興味がないんだ。ここに来る途中、破壊されていた人造人間を見たのですが。Das interessiert ihn so etwas nicht. Das habe ich aber bei seinem ersten Aufeinandertreffen mit Lord Beerus, beziehungsweise nicht als erstes, aber ja, im Film halt, Kampf der Götter und so, als Beerus auf die Erde kommt und Bulma einen geklatscht hat, das habe ich irgendwie anders empfunden dort, aber egal. あなたたちが戦っていた人造人間と俺の知っている人造人間とは違っているようです。だったらあいつは何だ？大した問題じゃないんじゃないか？歴史がちょっと変わってるとか。ねえ、さっきの変なジジイが人造人間だったの？そうですよ。あれは多分ドクターゲロ本人よ。科学者の本で写真見たことあるもの。多分生き続けたくて自分まで改造したんだと思うわ。そんな。前に俺が過去に来てしまったことで歴史そのものがずれてしまったのか。奴が17号と18号と言っていたな。そいつらがお前の言う2人の人造人間だろう。教えろ、そいつらの特徴。はい、17号は長い黒髪の少年です。首にスカーフを。18号は可愛い女の子タイプ。服装は俺みたいな感じです。女の子タイプかよ。ブルマ、ドクターゲルの研究所の場所がわかるか？奴は必ずそこに戻るはずだ。確か北の方の山じゃなかったかしら。洞窟を改造した研究所って噂があったはずよ。それにしてもレッドリボン軍のお抱えだってのは知らなかったわ。なるほど。ドクターゲロが研究所に戻って17号と18号を目覚めさせる前に俺はそんな臆病なことはせん。真っ先にこの俺の手で片付けてやりたいだけだ。いけません。研究所を見つけたら人造人間が動き出す前に破壊すべきです。もしそれが間に合わなかったら孫悟空さんの病気が治るまで戦いを避けるべきです。カカロットを待つ必要はない。この俺もスーパーサイヤ人になったんだ。同じスーパーサイヤ人ならあんなやつより王子の俺の方が数段強いに決まっている。Müsste ja für Trunks auch gelten, aber hat ja nicht so das Gefühl, dass er unbedingt sehr viel stärker als Goku war. 邪魔はさせんぞ。確かにスーパーサイヤ人の力を得た今のベジータなら人造人間たちを片付けられるかもしれん。俺もスーパーサイヤ人になれるんですよ。だが奴らにはかなわなかった。俺も行きます。嫌な奴だが二度とお父さんを死なせやしない。お父さん？お父さんって言ったの？どういうことかしら。もう黙っていても意味はない。教えてやる。あいつの名はトランクス。父はベジータ。母はお前だ。つまり Mit anderen Worten, der kleine Trunks fummelt gerade an dir herum, Bulma. あいつはお前が抱いているその赤ん坊の成長した姿だ。へえ、そうだったの。やっとわかったぞ。あいつもスーパーサイヤ人になれたわけだ。どうやら人造人間は動き出す前に破壊した方が良さそうだ。お前たちも俺と一緒にドクターゲルの研究所を探してくれ。そうだな。はい、ブルマさん、お父さんにこのことを知らせておいてください。もし
早く病気が治ったら来てほしいって。いいけど、どうやって知らせるわけ？壊れちゃったのよ、飛行機。ご飯、お前が連れてってやれ。人造人間の方を破壊するだけなら俺たちだけで十分だ。はい。では気をつけて。よし、行くぞ。必ずベジータより先に見つけるんだ。おう。Ja, locker stark genug sind wir die Cyborgs? Ich weiß ja nicht. Das könnte knifflig werden. So, Piccolo hatte gerade ein Level-Up. Sehr, sehr schön. Ich hätte noch eins, weil ich hätte gerne, dass Piccolo auf Stufe 40 ist, wenn ich ja ganz ehrlich sein darf. Warum nicht gegen die Berserker-Typen antreten, die ja sowieso nur Stufe 31 sind. Was sind da Berserker-Gegner? Vielleicht geht's dann schneller. Was war das gerade? Ja, ist nur er, Piccolo, kannst loslegen. Oh, wo kommen jetzt die beiden her? Zu wenig. Leider zu wenig. Ja gut, ich meine, wir können ja jetzt davon zischen, nicht wahr? Sehr schön, wir können jetzt da hoch, aber ich hätte jetzt doch eher Bock, hier ins Lukadorf zu gehen, weil dort ist ja Raditz. Und wandert auf uns. Und der Paar ist sowieso gleich vorbei. Und jetzt noch das mit Dr. Gero und seinem Labor und C17 und C18 zu triggern. Ja, ich glaube, da folgen sowieso noch ein, zwei Kämpfe und da sparen wir uns für die nächste Folge auf. Dann ist auch schon die Cyborg-Saga voll im Gange. Ja, das war eine actionreiche Episode. Beziehungsweise Saga, wenn man so will. Man könnte, das ist sehr interessant, was macht ihn da? Bei Raditz vor allem. Ja, da habe ich mich auch gefragt, was zum Henker eigentlich die gute C21 hier macht. Aber offenbar wird sie noch nicht wirklich in der Story so eingesetzt. Also ist noch ein bisschen unklar genau. Ob es einfach irgendwie ein Hinweis für die Zukunft noch ist, was noch kommen könnte. Also quasi die Story als Fighter-Set, wie das Spiel heißt, adaptieren oder eine ähnliche Story. Oder ob sonst noch irgendwas passieren könnte mit ihr. Hä? Warte mal. So. Konnichiwa. Eine Umfrage durch. Ja, guten Tag. Was halten Sie von diesem Krater? Ist doch eine schöne Form, oder? Sieht fast ein bisschen aus wie ein umgestürzter Hugelhupf. Hahaha. Du darfst gleich nicht mehr, ey. So, Raditz, wie geht's, wie steht's? Na, trainieren, das wird eine ziemlich kurze Trainiererei, sag ich jetzt mal.
いいだろう。 Ja, die Zeiten sind vorbei, Kumpel. Alter, war schon komplett zerstört. Was holen wir jetzt nach? Was? Immerhin. Hat was gebracht. まさか。 Ein Verliererfreund zurückgelassen zu werden. Ach, wirklich? いいだろう。 Okay. Ja, und jetzt? Werden wir uns vorstellen, mit ihm trainieren? Ja gut, das Seelenamtsachen ist von ihm, aber okay, aber ansonsten... Keine Ahnung, vielleicht ist er irgendwie im Trainingssimulator, den es ja neu bei in der Capsule Corp gibt, hier auch dabei und so, oder kein Plan. Müssen wir uns mal zur Gemüte führen. So, Piccolo. Piccolo, wie sieht der Status aus? Knapp 70.000 bis zum nächsten Level up. Das ist jetzt nicht mehr so viel. Aber wo kriege ich das noch? Das wäre die ganz interessante Frage. Wir gehen trotzdem mal hier hoch. Ich denke nicht, dass direkt schon was passieren dürfte. So, storymäßig und so. Wir haben sicher noch ein bisschen Zeit, uns kurz ein bisschen umzusehen. Ich darf auch nicht in die Nähe des Labors. 17号と18号が動き出したとしたらベジータで勝てると思うか Ach, da ist sie oben. 今は奴らが動き出す前に破壊できるよう祈るしかあるまい。人が少ない北の山中に研究所を作るとは、ドクターゲロというのはよほど人が嫌いのようだな。あまり評判のいい科学者ではなかったそうだな。わからん話ではない。 So, wie viele werden wohl ausgelöscht, wa? Hat er gar keinen Schaden gemacht? Knallschuss, er hat den Knall nicht gehört. Ja, fast. Aber trotz allem nicht schlecht. Sagen wir aber jetzt gerade beide Gegner erwischt hier. Dort erinnere ich mich aber vor allem aus dem Ding. Aus gewissen Spielen, Kämpfen gegen Broly. 面白くなってきたぜ。 Und feuerfrei.
ごときでは俺は倒せんぞ。 Ja, theoretisch kann man hier noch trainieren. Sonst hat es hier nicht sehr viel. Das hat hier noch Trainingsstätte. Okay, brauchen wir aber nicht. Dann hat es dort noch irgendwas Besonderes. Okay, da ist noch ein Dorf und so. Ja, man könnte nach solchen Gegnern noch Ausschau halten, aber eben, ich glaube, ansonsten dann doch relativ schnell mit der Story weitermachen. Denn die wird, wie wir alle wissen, spannend und actionreich genug werden. In diesem Sinne, Freunde, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal zurück bei Dragon Ball Z Kakarot oder wohl eher Dragon Ball Z Piccolo. Oder Beelzebub oder wie er immer sich genannt hat oder ja, keine Ahnung. Wie hieß er früher? Vor Piccolo, vor Gott? Der unbekannte Namekianer? Nee, der keine Ahnung. Bye bye.